1, 2, 3. Brr, brr, brr. Ton erst machen, dann alles andere ist. Habe die Ehre! Ich bin's, der Birger. Weißt du, was ich euch sag? Wenn du glaubst, schlimmer geht nicht mehr, kommt der Preißen Weißwurststepp daher. Quasi ein Preiswurst. Aber erst einmal zu den wichtigen Sachen. Merci an Florian Kamm für das Zuschicken dieser Würstelvergewaltigung, wo du das aus dem Interwebs ausgezogen hast. Das war's wirklich der Teufel und ich glaube, der tut sich hart. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe mir das jetzt so 58 Mal angeschaut, bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was ich mir da eigentlich angeschaut habe. Das Einzige, was ich gewusst habe, ist, es ist schon wieder 5 vor Kruzifix, Zeit zum Pulvern. Und jetzt pass auf. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Oktoberfest-Folge auf meinem Channel. Na, nicht schon wieder Oktoberfest! Und warum ist da schon wieder alles so peinlich dekoriert? Ohne Scheiß, wenn sich da vorbereitet wird, wie läuft das denn ab eigentlich? Hey, machen wir was über das Oktoberfest? Ja, super Idee, warum eigentlich nicht? Nehmen wir einfach irgendeinen blau-weißen Horn und den werft man mitten hin. Mother of God. Ich bin wirklich gespannt, wann sie der erste einen scheiß Maibaum in Kich einsteht. Heute zeige ich euch, wie ihr mit wenig Aufwand 2 Oktoberfest-Klassiker etwas aufpeppen könnt. Warum man eigentlich immer alles aufpeppen? Was muss ich den Weißwürst nur aufpeppen? Ich darf's vielleicht einmal erst so fressen, wie es gefressen können. Dann kannst du mir anpeppen, was du möchtest. Aber nein! Ich geh auch nicht her und peppe ein ohrreiges Eichbein mit einer Nutella-Krusten und Eierlikör-Dip auf. Aus dem Brie machen wir eine Creme. Nein, ich mach keine Creme aus dem Brie. Warum auch? Außerdem kann ich sowieso nicht aufpassen, was er mir verzeiht, weil ich die ganze Zeit auf seine scheiß Kittelschneiden schauen muss. Ich hätte mir halt nur Gräser gekauft. Kannst du Pizza aber fressen, wenn's pressiert. Sobald sich der Käse aufgelöst hat, geben wir die Masse in einen Siphon und stellen diese kalt, bis wir anrichten. Warum? Sobald sich der Käse aufgelöst hat, Hör halt auf! geben wir die Masse in einen Siphon Warum schaut er mich da immer so an? und stellen sie kalt. Kannst du jetzt bitte mal die schauen, wenn du irgendwas tust? Die Weißwürste erhitzen wir statt in Wasser in Weißwein. In was erhitzt man die? In Weißwein. Ich wiederhole. In was erhitzt man die? Weißwein? Ja, das kannst du schon so machen. Aber dann bist du halt ein Depp! Diese Idee stammt vom traditionellen Weißwurstessen aus Kitzbühel. Traditionellen Kitzbühel. Ich bitte um eine Gedenkminute für das kleine Katzenbaby, das gerade in Kitzbühel gestorben ist. Danke. Wie immer wird euch mein Experte für Wein Robert Pöse nun sagen, welcher Wein am besten zu diesen Gerichten passt. Wein? Wir sind doch im Oktoberfest. Endlich! Der kleine dicke Sidekick! Vielleicht reißt es dir noch mehr raus! Wir trinken ein Maß. Was? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ein Maß! Warum denn? Ich seh kein stummes Haar in dem Wort Maß. Nee, lass mal, mir ist heute nicht so nach Bier. Mir ist eher nach Champagner. Ja, genau auf das hab ich gewartet. Ich liebe sie, diese bombengeilen Typen. 0815, ich möchte so gern schickimicki-Dorfdeppen mit kreisrundem Haarausfall, straight to the Midlife-Crisis, die feststellen, dass sie in ihrem Leben noch nie was zu essen haben, aber alle 5 Minuten einen scheiß Nuttensaft aus der Hosentasche ziehen müssen. Wieso? Aber der wird doch irgendwann warm. Ja, genau für diese Fälle habe ich immer ein paar Champagner-Eiswürfel eingefroren. Coole Idee. Ja, da hat er eine richtig tolle Idee gehabt. Da bin ich mir sicher, dass er mindestens 3-4 Jahre Champagnistik studiert hat dafür. So sieht's aus, wenn es fertig ist. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Freue mich aufs nächste Mal. Prost. Was das jetzt schon? Gibt da noch was? Hätte es eine Kochsendung werden sollen, wenn's groß ist? Hey, ganz ehrlich, das krieg ich auch hin. Herzlich willkommen bei Birgers Kochstudio. Erst einmal holen wir unseren Beidel. In diesen Beidel schmeißt man ein Hink voll Pommes rein, Marmelade aus dem Plastikschachtel und natürlich lecker Muskatnuss. Da
dann ist das alles wieder drin. Wie lang, wie viel und vor allem warum, sag ich euch nicht, weil drauf geschissen, dann werfen wir den ganzen Scheißdreck dreimal gegen dir. Tada! Hashtag Sternekoch, Bitch! Hey Bitchin, versteh mich nicht falsch, aber du musst jetzt einmal genauer nachfragen. Soll ich mir jetzt wirklich den Brie-Gamer Scheißdreck auf meine in Weißwein gekochten Weißwürst draufschmieren, bevor ich geschwimmen hab oder nachdem es mich schon gekommen hat? Bin unschlüssig. Meint ihr das ernst? Meint der Quamper der Sidekick ernst? Meint's ich ernst? Beim besten Willen, ich weiß es nicht. Leck mich am Arsch, der Deppenberg wird wirklich immer größer. Wir sehen uns, glaube ich, beim nächsten Video. Haut euch eine, habe die Ehre. Unfassbar! Hashtag Sternekoch, Bitch!